because these attacks must be stopped. If this dam breaks, then the foundation for thousands of people will be destroyed. My name is Mr. Coburn. I am here at the table today at the dam. I came to northern and eastern Syria as a physiotherapist to help the people here rebuild their healthcare system. The people have experienced wild war here in Syria for years. In the end, we also had to wrap up our work. And because the refugees who came from Aleppo and Sheba to receive first aid, our work was stopped and we had to withdraw. And at the same time, I saw how these attacks were piling up here at the dam, continuing to fight against both Turkish states, especially with shelling, bombings, and drone strikes. That's why I decided to come here a bit to report on it, because these attacks must be stopped. If this dam breaks, then the foundation for thousands of people will be destroyed. For over a month now, the people in the region have had no electricity, no water, because the dam is out of operation. This is an extremely difficult humanitarian situation. The people here are defending their livelihoods. They are defending their electricity, their water. That has influenced me a lot. That's why I said, come here, make a video. I grew up to call for this, that it needs to be stopped. Today, I made the video. A nationalist drone bombed right in the middle of the civilian population. I was also wounded. Everything's okay. I have a lot of shrapnel in my leg and on the left side of my body. No difficulties. I wish that for you. I want to say above all, to express my condolences. I also heard that there are 3 people to spread life. These attacks must stop. It takes a blood prohibition search. The attacks must stop, and the people here need to have their dignity to build a new Syria. Mein Name ist Jakob Rien. Ich bin heute hier am Tischrin-Staudamm, wurde heute hier verwundet von wahrscheinlich einer türkischen Drohne. Ich bin als Physiotherapeut nach Nord- und Ostsyrien gekommen, um den Menschen hier zu helfen, ihr Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Die Menschen haben über Jahre einen schweren Krieg hier in Syrien erlebt und ganz zum Schluss mussten wir unsere Arbeit auch beenden und weil die Flüchtlinge, die aus Aleppo und Sheba gekommen sind, um die erste Hilfe für sie zu leisten. Unsere Arbeit wurde gestoppt und wir sind nach Tab gegangen. Und zeitgleich habe ich gesehen, wie hier diese Angriffe auf den Tischrin-Staudamm immer weitergingen von Seiten des türkischen Staats, vor allen Dingen mit Kampfjets-Bombardierungen und mit Drohnenschlägen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, hierher zu kommen, um darüber zu berichten, weil diese Angriffe müssen stoppen. Wenn dieser Staudamm bricht, dann wird die Grundlage von tausenden Menschen zerstört. Schon seit über einem Monat haben die Menschen in der Region keinen Strom, kein Wasser, weil der Staudamm außer Betrieb ist. Ist eine extrem schwierige humanitäre Lage. Die Menschen verteidigen hier ihre Lebensgrundlage. Sie verteidigen hier ihr Strom, ihr Wasser. Das hat mich sehr beeinflusst und deswegen habe ich gesagt, ich komme her und mache ein Video, um dazu aufzurufen, dass es gestoppt wird. Heute wollte ich dieses Video machen, aber wahrscheinlich eine türkische Drohne hat direkt mitten in der Zivilbevölkerung uns bombardiert. Ich bin auch verwundet worden. Alles okay. Ich habe ganz viele Teile im Bein und auf der linken Körperhälfte, aber es sind keine schwierige Verwundungen. Und ich will vor allen Dingen mein Beileid für die ganzen anderen Verwundeten. Ich habe auch gehört, dass 3 Menschen ums Leben gekommen sind dabei. Diese Angriffe müssen stoppen. Es braucht eine Flugverbotszone. Diese Angriffe müssen stoppen und die Menschen müssen hier ihre Möglichkeit haben, ein neues Syrien aufzubauen.